Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Bro, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Zweiter Teil. Hello, willkommen. Jetzt redet wir. Wir sind aufs WC gegangen. Wir haben kurze Zeit gewartet. Und jetzt gehen wir eigentlich wieder rein. Yes. Den ersten Teil habt ihr wahrscheinlich gesehen. Eben, ich bin da wieder mit dem Loco. Ein bekannter und geschätzter Künstler vom Schweizer Rap. Will noch mehr, sicher ein Track, den ihr kennt. Das Album «Am Ende wird alles gut» ist vor kurzem rausgekommen. Schaut euch doch die erste Folge. Dort haben wir ein bisschen über verschiedenste Themen geredet, aber auch über die Bühnenshow, die sie hatten, also Plattentaufe. So sieht das gute Ding aus, empfehlen wir jedem. Zum anderen auch, das ist eigentlich so, auf das erste Lied, wo ich aufmerksam geworden bin auf dich, war «Eine für immer». Einer für immer. «Eine für immer». Ich habe das gelesen und ich bin übergeben. Dann habe ich es am Bass geschickt, also das ist ein Kollege von mir. Sorry. Und dann sind wir auf Spanien gegangen. Dino, Bass, der Ale und ich. Und dann ist das rausgekommen. Made in Wiedeke, Masterpiece, wirklich. Und dann haben wir das laufen lassen, Bro. Classic. Du bekommst auch immer so Review über von Spotify, die meisten Tracks, die du gelesen hast. Brüder, von 5 Lieder, die Max, die ich gelesen habe, sind 3 von diesem Album. Geil. 3 von diesem Bro, ich Album. glaube, der Bass hat mir sogar geschrieben, wo das rausgekommen ist. Ich kann mich glaube noch erinnern. Dort sind sie irgendwo gewesen. Genau, ja, sind wir in Spanien gewesen. Geil. Geil, ja. Also, ich sage so, meine Lieblingstracks ist Classic, krank. Also, im Gym kannst du hören, im Autofahren, kurz vor dem Pennen, überall kannst du hören. Made in Wiedeke, klar. Und Sektion Zürich für immer. Die 3 sind es. Und will noch mehr, das ist halt klar, das kennt die ganze Schweiz, sogar Deutschland kennt das. Aber die Tracks, also Zwei Masterpiece. 2 Masterpiece an einem Tisch. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Genau, ich habe schon vorher gesagt in der ersten Folge, ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, ein paar von der Community, ein paar von mir selber. Und ich gehe gerade mal rein mit einem tiefen Thema vielleicht, Bro. Kindheit, Locos Kindheit. Meilenstein vielleicht von deiner Kindheit. Was hast du für eine Kindheit gehabt? Wie bist du groß geworden? Wie bist du aufgewachsen? Gibt es so Schlüsselmomente, wo du dich daran erinnerst, die vielleicht hure gut oder hure schlecht sind? Bro, Kindheit. Ich bin aufgewachsen in Kreis 3 und Kreis 4. Mit gegebenen Umständen. So, wenn ich jetzt überlege, denke ich mir, Scheiße, weißt, aber als Kind denkst du dir, als Kind ist alles normal, Bro. Es ist egal welchen Umstand du hast, ob Spritzen auf dem Spielplatz liegen oder ob Nutten oder was auch immer, alles so dort ist. Es ist einfach so normal, weil du kennst ja nichts anderes. Oder? Jetzt denke ich mir schon so, ey, Krank. blöd und so, weißt du, das muss sicher nicht so aufwachsen. Aber die Kindheit war eigentlich sehr schön. Okay. Weißt du? Sehr eben Kollegen, draussen. Es ist ein Viertel, wo viel lebt. Weißt du, Kreis 3 und Kreis 4 ist sehr lebendig. So, du gehst raus, immer etwas Neues, so. Aber im Großen und Ganzen sehr schön. Wir haben viel gespielt, wir waren viel draußen. Also, was ich eigentlich erst nachher so mit Jugendlichen bemerkt hast, ist so, dass alle so das gleiche Leben eigentlich haben und vielleicht mit gar keine Eltern aufgewachsen sind oder mit nur einem Elternteil und dass du halt oft draußen bist, lang. Also darum, die Verbundenheit zu draußen ist sehr da, zu der Straße, draußen am
normale Spiele wie andere machen, Räuber und Bullen und dies und das, weißt du? Das ist normal, Bro. Nur haben wir das an der Langstrasse zum Teil gespielt. Okay. Weißt du? Oder Ganz andere eben wie einfach so. Ja, bis dann irgendwann richtig mit der Bulle das gespielt hast. So, ey, einfach nur Eier spielen und nachher wegrennen alle. Und so. Ja. Voll. Aber eigentlich sehr schön, Bro. Oh, das Ich ist kann schön. nichts aussetzen. Ja, außer eben, dass halt so ohne Vater bist. Meine Mutter ist sie hat viel gearbeitet, Bro. Wir sind 3 Kinder. Okay. Ähm, ja, aber eben, es ist normal dann. Also es ist nicht so, hey, warum ist meine Mutter nie daheim? Oder warum. Meine Mutter hat gearbeitet am Tag durch, am Abend hat sie zum Teil noch aufgelegt früher. Also sie war auch DJ, ich war Okay. in der Nacht allein. Und ja, aber du bist eigentlich eben, es ist wie normal, Bro. Okay, du bist von ohne Vater gross geworden. Ohne Vater, ja. Heisst, willst du darauf eingehen, wenn wir es stehen Ja, lassen? Heisst, Bro, verlassen oder... Mein Vater ist, also in der Schweiz habe ich ihn noch nie gesehen. Ich Okay. habe ihn einmal oder zweimal in meinem Leben gesehen, Oh, krass. wo ich in die Dominikanische Republik gegangen bin. Ja, und sonst auch nicht einen grossen Bezug. Ich habe es auch nie richtig verstanden, warum. Eben, es war normal gewesen, weil auch meine Kollegen sind entweder nur mit dem Vater oder nur mit der Mutter. Weißt, immer irgendjemand hat gefehlt. So, und es war halt wie so normal gewesen. So. Ja, voll, mein Vater ist auch nicht da. Okay. Weißt, ja, und erst später habe ich in Jugendlich angefangen, habe ich so einen Hass entwickelt, so, warum bist du nicht da? Weißt, wenn wir Scheiß gemacht haben in der Schule, ist so wie gewesen, meine Kollegen haben gesagt, Scheiße, wenn ich heimkomme, mein Vater schlägt mich und weißt, alle Ausländer so, wenn ich das Zeug ins Heim bringe oder so, ich werde Ich geschlagen. komme drunter, kaputt. Und ich hatte das alles wieso nicht gehabt. Ich hatte auch keine älteren Brüder gehabt, also die da in der Schweiz leben. Ist sowieso. Okay, dort habe ich so angefangen zu verstehen, also, hey, ich habe gar keine Autoritätsperson die von Mann zu Mann eigentlich etwas kann klären, weißt so. Ich habe nie die Angst gehabt zum Heimgehen, weil so, irgendwann, weißt, meine Mutter ist meine Mutter, aber meine Mutter kann nicht ein Vater sein, Ja, fix. weißt. Fix. Und meine Mutter gibt mir halt bis da, aber sie kann nicht weiter als Fix. da gehen. Und ja, und so ist es auch übergekommen gegenüber ihr. Und so, ich habe sehr früh angefangen zu machen, was ich will, Bro. Okay. Ich habe sehr früh Scheiße gebaut, Bro. Ich bin heimgekommen und gewusst, erst wenn ich auf der Straße Scheiße gebaut habe und andere Ältere gekommen sind oder mal geschlagen worden bin oder was auch immer, das war so wie mein Vater. Weißt? Okay. Wie die Straße ist dein Vater gewesen, so. Die Straße hat mir den Respekt beigebracht, Bro. Es hat mir eigentlich alles beigebracht, wie das Leben heute funktioniert. Eben das mit dem Respekt, dass du musst das haben und alles das. Ja. Wenn du jetzt zurückschaust, denkst du dir, irgendetwas in deiner Kindheit gefällt oder das hättest du dir vielleicht anders gewünscht von deiner Mutter oder wie du aufgezogen bist? An meiner Mutter kann ich gar keine Vorwürfe machen. Ist so, sie hat das gemacht, was sie hat müssen machen. Sie hat müssen arbeiten, sie hat müssen Geld holen. Sie hat auch ihre schwierige Phase, Bro. Weißt, wenn ich jetzt zurückschaue, so, sie hat das sehr gut gemeistert. Okay. Weißt, ja,
gegebene Umstände. Wo gewesen sind, ja. Voll. Sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Und ja, was mir gefällt hätte, wäre ein bisschen, glaub, die Autorität gewesen. Wo ich dann nachher halt durch den Scheiß machen, durch das kriminell werden, wo ich nachher bei der Jugendanwaltschaft und halt vom Staat so bekommen habe. So, der Staat war so eine Autoritätsperson gewesen, wo mir gesagt hat, hey, noch einmal das und weißt, ist Massnahmen, neue Massnahmen. Ich glaube, das ist dann so das erste Mal, wo ich so richtig mit so Autorität. Und zuerst hatte ich eine Frau bei der Jugendanwaltschaft, dann hast du dann irgendwann einen Jugendanwalt bekommen und der ist dann ein ganz strenger Typ, weißt du? Okay. Bam, so noch einmal, richtig hässig, frech, wo du auch als Jugendlicher, wo dich auch einschüchtert. So. Ja, das war auch neu, oder? Für dich. Voll, so erste Mal, wo mir eine männliche Person irgendwie etwas sagt. Voll. So, und mich anschreit, bist du nicht ein Lehrer oder so, weil dann habe ich einen Riesenficker. Weißt du, komm, wer bist du, Mann? Weißt du, schlussendlich, ich mache, was ich will. So. Voll, was willst du schon sagen, Mann? Ja, wenn du frech wirst noch einmal, ich komme nie mehr in die Schule. Weißt du? Ja. Aber ja, wenn es dann so ums Einsperren geht oder Wegsperren und so, und dann ich bin sehr früh zu der Jugendanwaltschaft gekommen. Okay. Sehr, sehr früh. Also eigentlich ersten Kontakt hatte ich mit 12 gehabt. Da bin ich zum ersten Mal zu der Jugendanwaltschaft. Ah, was? Wegen, willst du sagen oder nicht? Ja, es war wegen einem Unfall, wo ich nachher irgendwie angezeigt worden bin. Okay. Nachher bin ich schon eigentlich in die erste Massnahme hineingekommen. So, ich musste jetzt einen Verkehrskund und das machen. Ich einfach nicht. Ich bin so im Too Fast and Furious Modus dort. Ja, aber das ist das erste Mal, wo ich dort rein musste, in die Jugendanwaltschaft. Und nachher ist es eigentlich so immer wieder dort gewesen. Aha. Ja, und ich bin sehr früh von daheim weg, mit 15. Ah. Das letzte Mal daheim gepennt. Also, Wo bist du hin? ich habe daheim gelebt, nachher bin ich mal verhaftet worden, so jung halt. Okay. Ja, und dann bist du halt in so einem Teufelskreis. Nachher wirst du verhaftet, nachher kommst du irgendwo hin, nachher bist du in einer Massnahme, du musst dich wieder gut benehmen, nachher könntest du mal wieder zurück und in dieser Zeit machst du wieder einen Scheiß und es hat einfach nicht mehr funktioniert. Okay. Meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ich kann das wie nicht mehr Bewerkstelligen. es geht nicht mehr, weißt du, so, wenn ich heimgekommen bin, habe ich Drogen heimgenommen, ich bin nur schnell heim, abpacken oder so, weißt. Ich habe nie geschlafen dort. So, Okay. Abpacken, wieder raus, dass ich einfach schnell einen ruhigen Space habe. Ich habe lange so im Keller geschlafen, Bro, Okay. von einem Kollegen, der einfach oben mit seiner Mutter war und er hat mir einfach unten den Keller aufgemacht und ich bin im Keller gegangen. Geile Sache, aber. Voll, Bro. Props, gehen raus. Voll. Nein, ich hatte die besten Leute, Bro. Schön, Bruder. Und wenn ich mal nicht irgendwo pennen konnte, sind Leute mit mir geblieben, Bro. Ganze Nacht draußen, auch Dienstag in der Nacht, weißt du. Krass. Sind wir im Triemli, Bruder, wo so warme Luft rauskommt im Winter. Wie grusige Luft rauskommt. Die Drecksluft. Sind wir dort chillen, die ganze Nacht, Bro. Hauptsache warm. Hauptsache warm. Oder in so Vorräumen und so, Aha. wo du kannst rein und so. Ja, Bro, so irgendwie oder in Zug, in S10, Bro, Uetliberg, rauf, bis HB, wieder rauf, wieder runter, hier ganz hinten, so. Krass. Am Schlafen. Bis, auch sehr, sehr lang so ausgeschrieben, Flucht Okay. bin ich auch gewesen. Immer wieder so Scheiß halt. Eben, weil es ist so halt
einfach ein... Ja, es hat so einen Rattenschwanz, was mit sich Es ist ein Teufelskreis. Teufelskreis, Bro, wo zum Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich bin irgendwann, haben sie mir gesagt, gehst du in das Heim? Ich so, nein, ich will nicht in das Heim. Weil ich ja schon seit so jung dort war, haben die mich halt so gut gekannt. Und ich bin auch noch halb Ungar. Und meine Betreuerin in der Jugendanwaltschaft war auch Ungarin. Und sie hat also wie so ein Mutterding entwickelt, weil ich halt schon so jung bei ihr war. Und irgendwann haben sie so, du musst jetzt in das Heim. Und ich so, ich kann nicht, weißt ich will nicht in das Heim, ich will nicht weg von Zürich, weißt so, du musst das, dies. Okay, haben wir es irgendwie geschafft, bin ich da geblieben, Bro. Irgendwie auf der Straße, weißt du. Nachher haben sie mich verhaftet. Haben sie mich, ich war schon da in Zürich in einem Heim. Nachher haben sie von der Kaserne direkt mein Zeug gepackt von dem Heim. Sie mich in ein geschlossenes Heim tun. Nachher, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Nachher bin ich dort angekommen. Also ich bin gefahren, Bro, bis die deutsche Grenze, Bro, bis Schaffhausen. Und ich habe gewusst, ich gehe nicht weg von Zürich, Bro. Niemals. Ich mache alles, dass ich... Ja, Kaserne easy, sperrt mich ein paar Tage. Scheißegal, weißt du? Aber das ist Zürich. Scheißegal, es ist immer noch in Zürich, weißt du? Ja, fix. Du siehst auch irgendwie einen Kollegen oder weißt, irgendetwas, da kommt einer rein, Bruder, wo, keine Ahnung. Aber dort waren wir am Fahren. Nachher habe ich mich mit dem, keine Ahnung, einfach so der den Transport gemacht hat in das Heim. Ich war am Anfang nur hässig. Ich so, Figo von euch, was scheiß Bulle, ich rede nicht mit euch, nichts, weißt du. Und nachher, er so, warum bist du so hässig und so, ich muss ja nur dort hinfahren und so, weißt du. Ich easy, chill. Und gesagt, ja, ich bin einfach jetzt gerade, Bro, und du musst dir vorstellen, ich bin direkt von der Kaserne, in 4 Tagen mit den gleichen Kleidern. Ohne Dusche. Und sie haben mir einen Schuh weggenommen, weil sie den gebraucht haben für irgendwelche Auswertung, oder weißt, einfach für Beweis. Spurensicherung haben sie mir einen Schuh weggenommen. Bin ich mit einem Schuh dort, Bro. Und nachher habe ich ihm gesagt, ich so, ja, easy, ich gehe in das Heim, weißt. Ich so, alles gut. Nachher sind wir in der Nähe schon dort gewesen, dann habe ich ihm... Haben wir das wirklich angefreundet, so. Hat er mich, ich so, komm, ich muss pissen. Schlangefahrt, Bro, ich muss pissen, ich will etwas trinken und so. Sind wir angehalten. Bin ich einfach weggerannt. Mit einem Schuh. Aber doppelt so viel Speed, Bruder. Bro, bin ich einfach gerannt, Bro. Gerannt und der Typ hat... Und du musst dir vorstellen, mein ganzes Hab und Gut, meine ganzen Kleider, Bro, alles in Karton. Vom einen Heim zum anderen haben sie es bringen. Und alles war hinten so in Karton, alle meine Kleider, Bro. Und ich habe das einfach lassen, Bruder. Ich so, scheiße auf meine Kleider, Bruder. Ich renne jetzt, von mir aus, ich bleibe wieder auf der Straße, ein halbes Jahr, Bro. Weißt du, mir ist scheißegal. Es war noch Sommer, ich so, ja komm. Bin ich abgehauen, Bro. Bin ich in ein Dorf angekommen. Ich merke nichts, weißt du. Direkt von Kaserne. Nichts, ein Schuh weniger. Ich fange an, alle Autos zu schauen, ob sie etwas drin hat, ob sie aufgehen. Bro, finde ich in so einer Scheune, finde ich ein Auto. So, okay, aufgemacht, geschaut, ob es einen Schlüssel drin hat, ob ich fahren kann, nichts. Habe ich Ziggis gefunden. Ich so, komm, Ziggis, fange ich an, Ziggis rauchen, Bro. Richtig in einem Dorf. Ja. Ich weiß den Namen nicht mehr. Nachher fährt mir ein Jugendlicher entgegen mit dem Scooter, mit so einem Mofa. Bro, und du musst dir vorstellen, du hast nichts. Du bist gerade auf der Flucht, du hast nichts, null, Bro. Ich konnte rausmachen, Bro, leer. Ich sehe den und ich bin zu ihm gegangen. Ich so, Bro, tut mir leid, aber du musst mir den ganzen Geld geben, alles was du hast.
Checkst? Es tut mir leid, aber weißt du, immerhin. Ja, und er checkt, ich habe nichts, weißt du, ohne Schuhe, Ich friss dich. so, bevor ich wieder Delikt, also ist ja schon ein Delikt, weißt du, aber Ja, bevor ja. es noch ein schlimmerer Delikt wird, ich so, gib mir einfach Gib alles einfach. ins Zeugs, weißt du, so, ich muss alles haben von dir. Bro, hat er mir 20 Stutz, ein bisschen Münz gegeben, Babes und so habe ich ihm genommen. Also, ich so, wo ist der Bahnhof? Wo ist der nächste Bahnhof? Easy. Dann hat er mir gesagt, den TÜV habe ich ihm gelassen, Bruder. Ich habe zuerst gedacht, ich nehme den TÜV. Ich merke, ich bin viel zu weit weg, weißt du. Nachher bin ich am Bahnhof, Bro. Habe ich geschaut, Verbindungen, Dings, Zürich, Bro. Ohne Billett, ohne nichts. Energy Drink gekauft. So mit dem Geld. Die OK Energy Drinks. Habe ich immer gekauft. Bro, bin ich gefahren, Schaffhausen irgendwie, Bro, Winterthur. Winterthur auf Zürich. Beim Flughafen kommen Dings rein, Kontrolleure. Scheiße. Die kommen zu mir. Und viele Leute, Bro, ist so Feierabend. Viele Leute, Bro. Pumpe voll. Kontrolleure kommen zu mir und sagen, hast du Billett? Ich so, nein, ich habe nichts. Nichts habe ich. Die so, okay. Ja, hast du einen Aus? Ich so, nichts. Hast du gesagt, Kollege, ich habe nicht mal einen Schuh? Nichts. Bro. Und das Lustige war, als ich in den ersten Zug eingestiegen bin, so von irgendwo in Schaffhausen auf Winterthur, bin ich eingestiegen und es sind so alles so Schüler drin gewesen. Und ich komme rein ohne Schuhe, Bro. Alles so Frauen am Schauen, am Denken, Scheiße, ich voll blamiert. Cracker. Ich so, nein, wie ein Junkie habe ich ausgesehen. Am Stinken, Bruder. Eben, dort auch Kontrolleure haben auch gecheckt. Ich so, ey, das hast du einen Ausweis? Ich so, ich kann gar nicht. Die so, ja, okay, warte schnell und so. Und nachher so eine Frau, ich so, nächste Station, ich steige aus, ich renne raus, Bruder. Ja, fix, was willst du machen? Ich so, die haben mich nicht, weißt du, sie checken gar nicht, von wo ich gerade am Kommen bin. Fix. So, ich warte nur, Bro, bis die nächste Station kommt, ich bin weg, weißt du. Nachher die so, ja, eben, das gibt einen Bus und so. Bro, und weil so viele Leute im Zug waren, eine Frau hat das mitbekommen. Und sie ist so gekommen und sie hat gemerkt, ich bin fucked up, Bro. Der hat das gecheckt. So, wie viel ist Bus und so, ich zahle sie dir. Und Was? ich so, boah, beste Frau. Bin ich Unbekannte Frau? Ja, einfach random. Kurz, wenn du das heute siehst, die Folge, ich schwöre 100 Stutz von mir. 200 Stutz von mir. Ich gebe dir zurück, ein Gea. Ey, wirklich, so Leute braucht es mal. Sorry, Bruder. Ich schwöre. Krass, Ja, Bro. hure schön, hure Weil schön. es ist ja nicht nur, dass es scheiß Menschen gibt, Bro. Es gibt auch hure gute viele Brüder, gute ja. Menschen. Fix. Und ja, nachher bin ich in Zürich angekommen, aber checkst, du hast schon wieder 3 Delikte begangen. Ja, Auf ja. dem Weg, Für Bruder. welchen Preis? Ja, Bruder? du hast schon wieder 3 Delikte begangen und wirst schon wieder gesucht, weißt du? Mhm. Weil du. Und das ist halt eben das. Bro. Der Ja, Teufelskreis, und was du sagst. weil ich den Jugendlichen gesehen habe, ich ihn gar nicht machen. Aber ich musste. Ich musste mir etwas essen kaufen, trinken, weißt? Ich habe eine Pizza kaufen mit dem. Energy Drinks, alles. Ich musste essen, trinken, Bro. Du Weißt? stell dir vor, der hört heute deine Musik. Und er weiß, wer du bist. Er weiß, dass du ihn abgezogen hast. Ja, Bruder, du kannst mir auch, ich gebe dir zurück die 25 Auch von mir. Stutz. 200 Stutz und Podcast, jetzt redet mir. Und- Geile Sicht. Ich schwöre, also geile Sicht. Du hast wie müssen, aber. aber geile Ich Sicht, Mann. Ich schwöre. Der vom Auto, ich gebe dir eine Stange Ziege zurück. Krass. Ja, aber eben, es Krass ist halt wieder. immer wieder so, dass du. Weißt du, wir leben in der Schweiz, Bro. Ich sage nicht, wir sind in der Bronx, Bro, oder du musst wir sind voll kriminell gewesen. Es ist einfach so ein.
ein Rad, Bruder. Wenn Ja. du haust ab, Bro, du brauchst Geld, du musst ausnehmen. Leute. Fix. Weißt du? Bruder, das ist auch der Druck von der Gesellschaft, weißt du, wie wir vorher in der ersten Folge besprochen haben. Krankenkasse, dies, das, es kommen 1000 Rechnungen, es ist immer so ein permanenter Druck. Wenn du kein Geld hast, du bist hart gefickt in der Schweiz, man. Du hast immer so einen konstanten Druck, wo du gar nicht mehr kannst dem gerecht werden, weißt du, wie ich meine? Voll. Voll. Ja, so dass die Kindheit ist schön gewesen, Jugend. Semi-gut, ja. Ja, Bro, es ist halt den Umständen entsprechend gewesen. Aber eben, ich sehe es nicht als, es ist jetzt mega schlecht gewesen, weißt du? Das ist ein Teil von deinem Leben, es ist vielleicht auch ein Teil vom Prozess, den du hast müssen durchmachen, dass du heute die Person bist, die du bist, oder? Das sage ich ja auch, Bro. Ich sage dir, ich erzähle in meinem Podcast nicht so viel über mich oder über meine Kindheit, über meine Jugend. Ich habe auch scheiß Kindheit, also ich habe eine scheiß Kindheit gehabt, eine scheiß Jugend vielleicht, aber ich hänge mich nicht an dem auf. Ich komme jetzt nicht an und sage mir, oh mein Gott, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt, aber das habe ich vielleicht gebraucht, um heute die Person zu sein, die ich bin. Weißt du, wie ich meine? Das ist wie mein Leben. Sehr wichtig, Bro. Ich glaube, weißt du, auch wenn du jetzt nicht im Kreis 3 oder Kreis 4 aufgewachsen bist, Bro, es sind trotzdem gibt's Handicaps, Bro. Genau. Weißt du, Genau. trotzdem gibt es Momente, wo dich prägen, Bro. Wo nicht gut waren, wo dich dein Vater geschlagen hat oder Mutter. Oder weißt du, wo du. Bro, oder noch schlimmere Sachen, weißt du. Und darum, es ist einfach. Im Kreis 3 oder Kreis 4 ist einfach ein normaler Way to go. Genau. Weißt, so, dass, du hast dich verbunden gefühlt mit dem Gegenüber. Weil Genau. er sagt, ja, Bro. Ich auch, Bro. Jeden Tag, Bruder. Genau, Ich bin genau. auch am Abhauen von der Bulle. Jeden Genau. Tag, Bruder. Bruder, weißt, ich bin in Deutschland aufgewachsen, also geboren, aufgewachsen und wirklich in einem schlimmen Ort von Deutschland. So Wo bist du aufgewachsen? Oberhausen, Ruhrpott. Ruhrpott? Ruhrpott, Bro. Duisburg, Düsseldorf, Der Gelsenkirchen. bin ich gewesen, ja. Das ist, Gelsenkirchen ist die ärmste Stadt von Krass. Deutschland, Bro. Und wo ich da angekommen bin, ich habe ehrlich gedacht, was mache ich in der Schweiz? Da hat es doch nur Kühe, Mann. Was soll ich da machen, weißt? Und ich habe zuerst in Kloten gewohnt und easy, okay, schön und gut. Und irgendwann, wo ich auf Zürich gezogen bin, in die Stadt Zürich mit so 20, habe ich mich wieder daheim gefühlt, Bruder. Ich wollte immer zurück auf Deutschland. Ich so, das ist mir zu... Ja, verstehe ich. Ja. Ich kann mich nicht relaten mit diesen Leuten da, weißt du? Mit diesen ihren Problemen. Und darum ist es sehr wichtig, nochmal Leute zu finden, die ähnliche oder gleiche Stories wie du haben, Leidensgenossen, wo du wie mit dem wachsen kannst. Weil ich sage auch den Leuten in der Psychiatrie oder im Knast, ich kann schon mit dir reden, du kannst schon zum Therapeut, aber das meiste, was dir hilft, ist mit Leuten reden, die eine ähnliche Situation wie du durchgemacht hast. Darum auch der Podcast. Ja, Los rein, vielleicht hast du eine ähnliche Story wie der Loco, vielleicht hast du eine ähnliche Story wie all meine anderen Gäste und kannst dir einen Tipp dabei rausziehen, weil wir sind soziale Tiere und wir leben von sozialen Interaktionen, Bruder. Nur wir gegenseitig können uns helfen. Ja. Alles andere bringt wie nichts, weißt du? Voll, oder einfach einen Funken setzen. Voll. Dass man sich selber kann mal selber ein Bild machen von seinem, schnell mal sein Leben nehmen, Bruder, schnell ordnen und schnell überlegen, was ist nicht gut an dem Ganzen. Genau. Weißt, so, reflektieren, und das Bruder. rausnehmen und probieren, sich verabschieden. Ja, Weißt? voll. Mal loslassen auch von diesen Sachen, die dich triggern, stören, mal loslassen und neue Sachen vielleicht Aber probieren. das, genau der Punkt, kann nur ein Mensch selber. Bro. Fix. Das kann niemand. Genau. Weil ich kann dir vielleicht aufzeigen, ja, das sind alle deine Probleme. Aber die Probleme bewältigen musst du wie selber. Weißt du? Das haben wir ja vorher beredet, kurz bevor die Kamera angegangen ist, haben wir ein bisschen geredet über meinen Job im Gefängnis. Und Ja. ich habe gesagt, ab und zu ist es mega ernüchternd, wenn du mega viel den Leuten helfen willst im Gefängnis und erzählst, aber eben, du kannst noch so viel erzählen, Bruder. Du kannst alles so schön ausmalen, wenn jemand nicht an sich arbeiten will. Du schaffst es nicht, weil du musst an dir arbeiten. Es ist sinnlos. Voll, du kannst 1000 Podcasts hören, 1000 Lieder hören vom Loco über Selbstliebe, keine Ahnung was, aber wenn du nicht ändern willst, dann änderst du auch nichts. Voll. Weil du bist der Regisseur von deinem Leben, Brüder. Wir sind alles nur Komparsen, weißt du, wie ich meine? Voll. Oder Inspiration. Inspirationen auch, ja, voll. Es liegt wirklich jeder Seele an sich, Bruder, die auf das Level bringen, Bro, wo... Können neue machen. Ja, Bro. Bro,
wo dich zu einem Leben führt, wo alles halb so wild ist. Weißt, wo alles hat nicht so viel Gewicht. Zum Beispiel bei mir jetzt, es hat so Erfolge und so, wenn ich einen Award bekomme oder Gold oder Platin oder Nummer 1 oder was auch immer. Es hat mir nicht so, ich habe nicht so fest Freude. Weißt? Natürlich habe ich Freude und Sicher, so. Brüder, ja, Und ja. es ist wieder ein Beweis, so, hey, ich kann auch meiner Familie zeigen, hey, schau das, was ich mache. Es Trägt Früchte. trägt etwas, weißt. Aber so tief in mir drinnen, ich habe nicht so, also, es tut mich nicht Erfüllen. komplett erfüllen, Genau, weißt du? So. genau. Es ist Fix, einfach Bro. nur etwas Materielles, Bro. Es ist einfach so ein, hey, ja, da ein Pokal, du hast das Turnier gewonnen. Geiles Weißt Ziel, du? ja, ja. Ja, voll. Und Voll. der Pokal, ich schlafe nicht mit dem Pokal, Bro. Genau, Weißt? genau. Und sag mir, oh, das ist alles, was ich mein ganzes Leben wähle. Und Bro, das haben wir ja vorher besprochen. Es ist auch so wie mit dem Podcast. Ich habe dir auch gesagt, es gibt ab und zu, ich lade ein Video auf und dann habe ich so 1000 Views innerhalb von ein paar Tagen und ich denke mir, boah, geil, geil, geil. Schon klar, es pusht dich, aber das Schönste ist, wenn ich kurz vor dem Aufhören bin oder am Scheitern bin oder mich am Fragen bin, macht das noch Sinn, schreibt mir irgendeine random Person, ey, danke vielmals, ich habe den Podcast gelesen, es hat mir so viel Kraft gegeben, es hat mir wieder 3 Atemzüge zum Schnaufen geben. Das ist 1000-mal schöner als 10.000 Streams von mir aus. Weißt du, was ich meine? Dabei will man das nicht klein reden. Schon klar, man will auch Streams, schon klar, man will auch Pokal, dies und das. Aber es Normal, geht tiefgründiger eigentlich um etwas ganz anderes. Und das ist auch deine Musik, oder? Leute erreichen und ihnen etwas mitgeben können. Bro, das ist das, was dich am Ende des Tages richtig erfüllt, Bro. Natürlich, der Award, aber Hart, ja. Bro, jetzt im Kaufleuten, wenn dann Leute kommen und sagen, ich habe so viel in meinem Leben dir zu verdanken und das und das und das, das erfüllt dich dann komplett. Ja, fix. Du sagst dann, ja Mann, es ist genau das, Bro. Es ist scheißegal, Bro, ob eben 3 Leute an das Konzert kommen oder ob es 3000 sind oder 30.000, Bro. Weißt du, musst immer gleich. Ich performe immer gleich. Genau, genau. Ob so oder so. Und Hauptsache, ich inspiriere einen, wo ich noch nicht inspiriert habe, dass er das kann weitergeben und weiter, weißt dass du, wenn schon sagst, das ist meine Influence. Genau. Ich bin nicht ein scheiß Influencer da, wo dir irgendwelche Scheiße andreht. Genau. Weißt? Genau. Wo Das vielleicht ist- mehr Erfolg hat in diesem Moment, aber das Ja, ist Bro, scheißegal. weißt, es sind so viel, eben, es ist auch Business, Bro. Schlussendlich so viel Influencer und was auch immer, Bro, was es gibt heutzutage, da, TikTok, dort, so viele tausende Followers. Und alle messen sich an dem, Bro. Weißt, ja, ist ja schön, wenn du so viele Followers hast, weißt, aber wer folgt dir wirklich? Genau. Und was, ja, easy, dann tust du deine Schminke promoten oder dann tust du deine das promoten oder tust das und das, weißt, machst Werbung für das und dies und lebst auch von dem. Und das probiere ich auch an Firmen immer wieder sagen oder ihnen immer wieder klar machen. Das kann jetzt nicht sein. Kurz vor dem Finale. Was? Es hat gecuttet, Bruder. Ich habe den Tag vor dem Abend gelobt. Technik, Bruder, macht die Menschen kaputt. Chief Shannon. Aber in das kommst du eben auch rein, Bro, mit dem Film, Bro. Bruder, aber weißt du, das ist jetzt die 30. Folge, Bro, Mann. Es ist immer etwas ein neues Problem, checkst du? So lernt man, Bro, so lernt man. So habe ich gelernt produzieren, Bro. Bruder, ich habe 8 Jahre gehabt, 9 Jahre. Jetzt kann ich mir sagen, ich bin Produzent. Bro, mich macht das so hässlich. Ich steige gerade wieder in Musik. Leute, Musik hat eine andere Influence als Influencer. Das ist so, es ist 2 ganz komplett verschiedene Schuhe. Es ist komplett etwas anderes. Und dass man das checkt, weißt du,
mir mit der Musik berühren die Herzen, Bro. Nicht, die hören nicht meine Musik, weil... Keine Ahnung, Bro, weil ich jetzt das anhabe oder das, oder ich einen fetten Arsch habe oder ich das... Weißt du, das ist ein Unterschied, Bro. Bruder, eben an deiner Show, oder? Ich habe von der Seite nur mitbekommen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, es hat Leute gegeben, Brüder, die dich umarmt haben, die dich nicht mehr haben wollen loslassen und dir gesagt haben, Loco, danke Mann, dank dir lebe ich noch, blöd gesagt, dank dir habe ich wieder Mut gepackt, Hoffnung gefasst durch deine Musik und mache heute das, also lebe mein Leben wie weiter, dank dir, oder? Und das ist ja etwas Schönes, Brüder. Das ist... Fucking Influence, wie du sagst. Das ist mehr als... Weißt du, eben Influence ist auch wieder ein grosses Wort, Bro. Ist auch wieder ein starkes Wort. Und ich glaube, das ist so das richtige Wort für das, was du jetzt ansprechen willst. Das ist Influence. Genau. Und nicht einfach viel Follower haben und viel... Sixpack. Ja, so ein Lifestyle vorleben, Bro. Das ist Influence, Bro, wenn du Leute in ihrem Leben begleitest und wenn du ihr Leben zu etwas Besserem machst und, oder einfach zu etwas führst, was lebenswert macht. Und wenn mir Leute so etwas sagen, Bro, das ist für mich, ich merke es von der Energie, Bro. Weißt, sie lassen dich nicht mehr los. Ja. Weil sie sagen, danke, weißt du? Du sagst, für was danke, Bro? Danke dir, weißt du? So, ich kenne dich nicht, weißt du? So, aber ich finde es so schön, dass wir uns kennenlernen können. So, danke, dass du da bist und danke, dass du das unterstützt. Ich bin dann so ein Mensch, Bro. Ich weiß dann wie nicht, was habe ich so Krasses gemacht, dass es dir... Weißt, ich habe auch die Nachrichten im Insta und so, wo dann immer wieder so... Hey, wegen dir das und wegen dir habe ich den Mut gehabt für das. Bro. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren, weil... Ich bin nicht Gott, Bro. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Wer bin ich, Bruder? Ich bin niemand, Bro. Weißt? Aber es ist, schöner, ja. es ist so schön, Bro, dass du es trotzdem kannst geben. Und ich glaube, das ist der Sinn. Ich glaube, so, das ist auch ein bisschen der Sinn, so, warum ich das mache, Bro. Warum ich da bin. Warum ich das will spreaden an alle. Da drin auch. Warum wir das ganze Movement gemacht haben. Teachen, Bro. Weitergeben. Verewigen, Bro. So, dass wir für immer leben, Bro. Ja. Dass wir immer leben mit Weisheit und nicht mit einer Fake Influence, Bro. Voll. Weißt du? Schön gesagt. Das ist das Schönste, Bro. Voll. Wie ihr gesehen habt, hat es technische Schwierigkeiten gehabt, aber das gehört auch ein bisschen zum Podcast von «Jetzt redet mir». Es wäre nicht «Jetzt redet mir», wenn wir keine technische Schwierigkeiten hätten. Das ist... Bruder, ich bekomme graue Haare über irgendwann. Haarausfall bekomme ich irgendwann. Habe ich auch gedacht. Und jetzt bin ich schon 10 Jahre an Musik machen. Ja, das haben wir auch gesagt. Bruder, das ist ein Prozess. Irgendwann wirst du ein Producer von deiner eigenen Show. Es tut mir leid. Danke vielmals für die Leute, die Geduld haben und das gleich einschaltet. Aber ich muss es noch ein bisschen lernen. Wir wissen, alles, was nicht perfekt ist, ist echt. Alles, was zu perfekt ist, ich würde genauer hinterfragen, was dort los ist. Geredet wie ein Löwe. Ich habe gedacht, wir gehen ein bisschen raus von dem Deep Talk, um einfach noch ein bisschen abschliessen, ein bisschen musiktechnische Fragen und am Schluss noch eine Story, die uns auch so ein bisschen verbindet. Du weißt gerade welche, ja, das ist krass. Ich habe es nicht mal angesprochen, der Loco weiß schon welche. Ich weiß schon welche. Scheiße. Bruder, most overrated artist. Egal Schweiz, egal Deutschland, egal weltweit. Gibt es etwas oder kannst du auch sagen, ich enthalte mich, ist auch alles easy? Bro, ich als Musiker, ich habe nie... Wenn jemand einen Hype hat für irgendetwas, okay. Weißt du, so, wenn ich die Musik nicht verstehe, okay. Ich lasse es ihm trotzdem.
Aber ich finde so, wenn du in der Musik zum Beispiel nicht so den Takt, wenn du kein Taktgefühl hast oder den Takt nicht triffst und so, dann das verstehe ich dann nicht. Okay, Weißt, so, da hört es auf. es kann ja sein, dass du irgendetwas, weißt, du kannst Musik machen, wo nicht so. Das Ding ist auch, das ist eben genau das, wo nicht perfekt ist. Wir Musiker sind nie im Takt perfekt. Musik macht es ja aus, dass du eben nicht im Takt bist. Aber wenn du komplett nicht im Takt bist, dann geht es gar nicht mehr. Du Weißt, Kopfschmerzen. nein, das versteht man nicht. Dann ist es wirklich nur wegen anderen Sachen. Und keine Ahnung. Also ich finde das most of. Ja, so ein. Was war es? So ein Blueface. Ich kann das nie richtig verstehen. Okay. Weißt du, so. Alle anderen, die einfach den Takt treffen und Musik machen und die Leute fühlen das, okay, Bro. Ich bin voll, vielleicht verstehe ich es nicht, weißt, aber es ist völlig okay. Weißt, so, ich check's einfach nicht. Ja. Aber wenn jemand die Essenz von der Musik nicht versteht, so, dann denke ich mir, wieso bist du Musiker? Ja, okay, Dann dann tun einfach nichts machen. Weißt du, dann mach es einfach nicht. Ja. Bro, weil, Bro, weißt du, das Taktgefühl. Ja. Ich glaube, das ist so die Essenz von Musik. Egal ob DJ, Tänzer, Musiker, Producer, was auch immer. Alles, was mit Musik zu tun hat, ist basiert auf einem Taktgefühl. Ja. Und das ist so die gottgegebene Gabe. So, einfach das Taktgefühl haben, Fix. der Rest ist Training. Aber wenn du das nicht hast, Bro, dann hast du auch nichts zu tun. Dann Weißt, lass dann sie, musst du von selber merken, hey, komm, Das ist nicht für mich. das ist einfach nichts für mich und ich tanze nicht und ich versuche auch nicht, weißt du. Fix. Es gibt auch viele Sachen, wo ich sage, hey, schau, für das braucht es das und ich mache es einfach nicht, Bro, weil ich bin nicht gemacht für das. Okay. Das ist so, Also Blueface, ich kann den nicht, ich lasse nachher mal rein. nein, besser nicht, Bro. Okay, Es also ist, ich lasse es ist jetzt einfach jemand, wo mir gerade in den Sinn kommt, Okay. der einfach null Taktgefühl hat. Aber ich bin gespannt, ob mein ungeschultes Ohr das auch hört. Nachdem, wenn wir hochgehen, höre ich mal einen Track. Und dann Okay, kotzen wir oder... das machen wir einmal. Also, Einmal nachher nachher nie wieder. wieder. Okay. Was ist geplant, Brüder, für die Zukunft? Jetzt eben Platin, Album, Award. Ist alles durch, die Show ist durch. Was erwartet uns für die Zukunft? Was kommt noch von dir? Ist etwas geplant oder lass mal? Bro, wir gehen jetzt sicher auf Tour. Okay. Wir gehen jetzt sicher auf Tour mit dem Album. Wir haben jetzt 2 Jahre gearbeitet an dem Album. Jetzt gehen wir sicher das und nächstes Jahr auf Tour mit dem. Ja. Also natürlich bringen wir Songs, Bro. Weil so, Ja, das... wir haben Millionen Songs, so wie kannst du die nicht rausbringen. Mhm. Aber jetzt so showtechnisch gehen wir jetzt auf Tour. Wir werden in Aarau spielen, in St. Gallen, Luzern, Bern, Zürich. Werden wir sicher spielen das Nice. Jahr noch. Ja, und die Songs kommen einfach eben, Bro. Nach Lust und Laune. Bruder, ich Oder- sehe es ja im Studio, wie gesagt. Ich komme und dann hast du wieder 3, 4 neue Tracks und ich denke mir, oh mein Gott, Gänsehaut. Und du sagst, das war nur zum Trainieren, Bruder. Den bringe ich nicht raus. Ja, es Bro. hat tausende Lieder. Eben, die Leute denken, das sind die einzigen Lieder, die wie produziert worden Nein. sind. Abgesehen von dem sind noch tausende Tracks produziert worden, die krass sind. Ja, das wird Zeit sein. Ja, Bro, schön hast du gesagt, weil es ist so viel, die den Prozess nicht verstehen. Weißt, wenn wir 22 Lieder rausbringen, haben wir 140 Lieder gemacht. Genau. Weißt, und 22 rausgepickt Mhm. von denen. Aber der Rest ist einfach, sind auch gute Songs. Aber Brutal. sie haben jetzt einfach nicht in das Projekt reingepasst. Voll. Und eben, es ist Training. Du weißt es vom Sport, Bro. Du musst trainieren, weil wenn du am Kampf bist, es muss funktionieren. Genau, Deine genau. Skills müssen da sein. Und wenn du dann einen Song dann schnell musst etwas machen, dann bist du auf
höchstem Niveau. Fix. Und ja, es sind wir haben so viele Lieder, also wenn wir sagen, wir haben ein Album gemacht, haben wir eigentlich 3 Alben gemacht. Ja, Einfach, voll. Ein Minimum, ja. ja, 2 Alben kommen einfach nicht raus. Mhm. So, ja. Aber es kommt Sound. Wir sind dran, wir sind schon am überlegen, was wir jetzt rappen. Aber wir Nice. gehen jetzt sicher auf Tour. Fix. Nach dieser Show ist es so schön gewesen. Ja, aber ich hoffe, komme sicher gerne mit wieder. ja, ich hoffe, ja, du und Emra kommen wieder mit an 100%. Festivals. Und ich hoffe, auch ein paar, die das schauen, kommen an Tour. Irgendwo Bern, Luzern, St. Gallen, Zürich. Ist die motherfucking Sektion, wie man weiß. Yes, ich hoffe, ein paar kommen dort an. Bro, ich habe das dir vorher auch schon gesagt, ich sage dir das oft. Für mich ist so, ich komme mit Musik bedingt raus, ich bin einfach Konsument, aber ich weiß viel, zum Beispiel vor ein paar Jahren hat der Loco mir gesagt, der Bad Bunny wird schlimm rauskommen. Bam, ist passiert. Du hast mir den Schmidt gezeigt. Mhm. Bam, ist passiert, ist er wie rausgekommen. Und ich bin der Meinung, dass Musiker ein anderes Gehör haben für Newcomer. Und gibt es irgendwelche Musiker oder vielleicht ein Genre, wo du sagst, so, Bro, fokussiert euch ein bisschen auf das, da wird noch wirklich etwas kommen. Also als Geheimtipp vielleicht. Als Geheimtipp. Ausser Loco und Rini und Sencha, das ist klar. Ja, wir chasen sowieso. Das ist klar. Also, ja, eben, es ist genau das, wer ist so sich selber. Weißt du, bei wem hörst du etwas Eigenes raus? Es geht halt nur darum, bei wem hörst du etwas raus, wo du nur bei dieser Person bekommst. Ja. Und das ist eben so ein Einzigartig, Schmidt. Bro, Schmidt. Schmidt ist so einzigartig und deutsch, weißt du. Ich habe gar nicht gerne deutsche Musik, auch Schweizerdeutsch nicht, Bro. Ich habe das eigentlich nicht so gern. Aber bei denen muss ich wirklich sagen, ja, aber das ist nur rausgekommen, weißt du. Ich tue mir dann immer zusammenrechnen, was ist es genau, was ist die. Und ich weiß noch, wo der Kendrick Lamar, wo Top Dog Entertainment das Label von denen war, wo der Kendrick war, wo sie SZA, kennst du SZA? Ja, fix. Wo sie announced hat, dass sie jetzt in dem Label ist und ich nachher ihren Sound gehört habe, ich so, shit, das ist eine krasse Richtung von Sound, weißt? Es ist gut, gute Stimme, weißt? Und sie hat so ein Neo-Soul, Pop, Hip-Hop. Sie hat etwas anderes gehabt, weißt? Und ich habe mir dort schon gedacht, ich so, der Kendrick ist so genius und weißt, die Leute sind so vorausdenkend. Ich habe gerade gespürt, das wird funktionieren. Und es hat dann halt viele Jahre gebraucht und jetzt funktioniert SZA zum Beispiel. Und weil SZA funktioniert, funktioniert auch ein Schmidt oder eine Nina Chuba oder eine Paula Hartmann. Oder, weißt, es adaptiert sich eigentlich immer so ein bisschen vom... Es ist wie so, du mischst die Genres und machst wie etwas Eigenes. Ja, fix. Und es ist eine spezielle Entwicklung. Aber ich sage dir sicher, aus dem wird sicher noch etwas, so jetzt im Deutschrap, wird sicher noch mehr rauskommen. Hip-Hop wird das grösste Genre auf der Welt sein. Ja, also, ja. Hoffentlich und ich nein, glaube auch. safe. Es ist jetzt schon in auch. Amerika, weißt du? Ja. Es ist jetzt schon. In Amerika ist es schon so weit, in Deutschland ist langsam auch so weit. Urban wird, weißt du, Urban zähle ich auch Bad Bunny dazu und Ja, alles ja, das. fix, Das wird fix. die Welt komplett. Auch Weekend, weißt du, ist Nummer 1 von der Welt. Das wird der Sound sein, weil es ist halt alles gemischt. Weekend ist Pop, R&B, Hip-Hop. ein bisschen Soul, ein bisschen das, weißt du. Und mit den Jahren wirst du immer mehr so dass die Verbindung von dem allem haben. Auch jetzt, was Beyoncé gemacht hat, mit ein bisschen Country, ein bisschen Rock, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Pop, ist in ein Album und es funktioniert. Also eher so das Durchmischen von vielen Ja, Genres bringt den Erfolg, sagst du so wirklich. Ja, es ist etwas,
weil wie viele Jahre gibt es schon Musik, weißt du? Ja, Bro, ja. Seit, Krank. und es ist halt immer weiter so gegangen und jetzt ist halt so ein Zeitpunkt, wo du anfängst, hey, ich nehme ein bisschen Afro, ich nehme ein bisschen Reggaeton, Genau. ich nehme ein bisschen Pop Und dann mische ich und dann mache ich alles. das und das funktioniert. Ja. Okay, jetzt nehme ich ein bisschen Reggae, ich nehme ein bisschen Reggaeton, ich nehme ein bisschen das und raus. Und das funktioniert. Ja, darum, ich sage, es steht wie noch ein bisschen offen. Je nachdem, welcher Künstler das kann hure gut verbinden mit den Genres. Hast du das Lied gelesen von Future and The Weeknd, We Still Don't Trust You? Ja. Ja. Ich habe das ganze Album gelesen. Krank. Ja, ist hure geil. Rap, Bro, ich habe das so vermisst. Ein bisschen Soul, ein bisschen... Eben, ich bin ein Laie, wenn ich darüber rede. Nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin da mit allen 7 Wasser von der Musik gewaschen. Aber als Konsument, krank. Ein Newcomer, wo vielleicht... wo du ein bisschen Hoffnung hast, wo ein bisschen durchdrehen wird, gibt es so etwas? Bro, in der Schweiz ganz klar Estela Paes. Bro, ganz kurz. Ich habe gestern, was haben wir jetzt? Heute ist der 20. Samstag, ja. Samstag. Ich habe eine Cypher gelesen. Und etwas, was sie sagt, Bro, ich habe sie ja dann im Studio kennengelernt, nach dem Auftritt. Ich bin nicht da an zum Nuscheln wie der Pronto. Ich liebe den Pronto, brutal geile Musik. Aber Bro, mit dem, nicht dies, aber Satz hat sie mich einfach schlimm gecatcht. Er nuschelt schon brutal, aber wirklich. Aber das ist sein Style, weißt du? Ja, ist ein Style, aber wie alt ist sie? 19, 20? Sie ist 19, ja. Ist sie gekommen, hat so etwas rausgebracht. Ich bin gestorben, Brüder. Ich bin gestorben. Bro, sie ist maximal talentiert. Auch eben sehr jung, Bro. Und ich sehe so viel Hoffnung in ihr. Sie ist wieder Hip-Hop, sie ist Soul, sie ist R&B, sie ist eben alles das. Ich sehe das Talent in allem, Bro, bei ihr. Weißt du? Und es gibt keinen besseren Ort als Sektion Zürich für fix. sie, weißt Fix. du? Weißt du, nicht weil wir irgendetwas. Scheiß auf uns, Bro. Wir wollen einfach rausholen Bro, aus sie kann ihr, das was sie kann. Weißt? Ausleben bei euch, weil ihr auch nicht so sind. Du musst dir schieben. Ich meine, man schaut den Drini an, man schaut den Loco an, man schaut den MC Hero an. Es sind 3 komplett verschiedene Künstler, aber jeder hat seine Daseinsberechtigung auf dieser Plattform. Und jetzt kommt sie und ich habe etwas gesagt, der Emra hat sie mir gezeigt. Und ich habe gesagt, das ist wie die feminine Version vom Loco. Schon. Und er hat gesagt, Bro, das haben so viele Leute gesagt. So, also, eine Frau als Loco, die noch einiges muss lernen muss, das ist ja klar, ihr Alter, sie ist noch jung in diesem Business. Aber so die Art, wie sie rappt, habe ich gedacht, so, es hat schon ein bisschen etwas von dir, Brüder. Ist sehr schön, Bro. Hure schön. Sehr, sehr schön. Ich bin froh, dass es. Weißt, schlussendlich, ich merke, sie ist sie, weißt, und sie macht das auf ihren Style. Sie ist nicht jetzt. Bro, sie kommt ins Studio, sie macht One-Takes, weißt, sie schreibt ihre Texte selber, sie macht alles selber, Bro. Es ist so angenehm. Ich stelle in Record, Bruder, es geht einmal durch. Und drück wieder fertig Record und es ist fertig, Bro, weißt? Es ist sehr angenehm. Und ich sehe das Talent, Bro. Und schön. ich glaube, sie wird eine Newcomerin in der Schweiz, wo sehr viel kann bewirken, Bro. Weil es gibt nicht viele Frauen. Weißt, natürlich haben sie jetzt ein bisschen Frauen und es sind so wenige Frauen, Bruder, du kannst ja an der Hand abzählen. Oder ich meine es ist böse, aber ich habe auch Frauen, Künstlerinnen gehört, ich sage es dir ehrlich, und der Podcast lebt von dieser Ehrlichkeit. Ich fühle keine, Bro. Ich fühle keine. Das ist eben so schade, Bro. Aber nicht, weil ich nicht will. Weil ich habe jetzt ihren Part gelost vom Cypher. Ich finde ihn Max. Ich und ihm haben es 3-mal gelost, bevor wir ans Konzert sind. Wir sind durchgedreht. Aber aktuell gibt es keine Frauen für mich im Schweizer Rap-Business, wo, wie soll ich sagen, einen Fingerabdruck hinterlassen. Verstehst du? Bro, das ist doch hure schade, man. Hure schade, Bruder. Hure schade, Bro. Weil Frauen können halt von einer anderen Seite irgendetwas. Weißt du? Sie können halt von einer anderen Seite berichten, Bro. Und
Ich finde es so schade, dass es das da nicht gibt. Und ich habe so viel Hoffnung in sie, dass sie das ein bisschen, dass sie auch mehr Frauen inspiriert, zum Musik machen auf Schweizerdeutsch, weißt? Auch wenn es ist krass, weißt, wie viel Vorurteile man gerade hat gegenüber einer Frau, weil sie jetzt Musik macht und weißt, auch für uns ist es neu, Bro. Wir haben sonst immer so eine Männergruppe gewesen, wo alle Bruder. Ja. Und jetzt haben wir mal eine junge Frau bei uns. Das ist auch für uns eine schöne Erfahrung, Bro. Ja. Weißt, mal lernen, du kannst nicht immer sein, weißt du, musst auch mal musst mal einfühlsam sein Fix, und Bruder, mal fix. die richtigen Wörter finden. Kannst nicht einfach sagen, hey, du Mongo und so, weißt du. Genau. Wie es unter Männern Ja, ist, so. Darum, es ist auch eine schöne Erfahrung für uns, Bro. Und ich sehe so viele Talente in ihr, wo noch zum Ausschöpfen ist. Und jetzt mich in ihrem Alter, Bro, ich wäre ja nicht zum Bändigen gewesen, weißt Du bist mit einem Schuh in Ich bin mit einem Schuh im Zug. Ich bin mit einem Schuh im Zug in diesem Alter. Und bei ihr sehe ich halt wirklich, sie will. Weißt, sie will. Es gibt wenige Schweizer deutsch sprechende Künstlerinnen, die das machen. Fix. Und sie wird eine der grössten sein. Ich glaube daran. Und sie wird sehr viele andere Junge inspirieren, dass sie auch anfangen Musik machen. Auch anfangen, dass ich glaube. Fix. Weil, Bro, ich kann nicht sagen von einer Frauensicht. Genau. Weißt? Du kannst Musikersicht deklarieren, aber eine Frauensicht kannst du nicht. Nein, oder? aber sie kann es, weißt? Genau. Und sie kann es und sie hat den richtigen Mindset, sie hat ihr Ego am richtigen Ort, Ja. weißt du? So. Ich habe sie auch persönlich kennengelernt, muss ich auch sagen, wirklich. Sehr. Ein gutes Selbstbewusstsein, ohne überheblich zu sein. Ich glaube auch fest daran, Bruder, und eben, ich sage nochmal, ich rede als Laie, aber die Frau, die werdet ihr noch oft hören und auch würdigen für die, wo sie ist und für die Musik, die sie macht. Also wirklich geiles Signing, ich habe mich sehr gefreut. Und Unterstützung ist von allen da, weißt du? Ja. Wir unterstützen sie alle und sie soll das bekommen, was sie verdient. Fix. Was sie investiert und das hat sie. Auf das neue Signing würde ich sagen. Auf Stella Paes. Stella Paes. Es ist nicht zum Nuscheln bei der Brand, oder? Bruder, bevor wir abschließen, ich habe vorher gesagt, ich will eine lustige Geschichte erzählen. Und du hast gerade gelacht. Weißt du, Eli? Ich weiß nicht. Heute erzählen. Von deinem Geburtstag. Mein 30. Geburtstag. Weißt du, wird in der Bäckeranlage. Oh Genau. Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wir sind da am Hakan seinen 30. Geburtstag gewesen. Alles gut. Gute Stimmung. Du hast recht gefühlt, du bist vorher lang geblieben. Rini und so sind ein bisschen früher gegangen, aber du bist bis am Schluss. Ich bin lang geblieben mit ein paar Highwans wie der Santos. Genau. Der ist auch Der Santos ist auch ein Part von dieser Geschichte. Und dann ist so, der Geburtstag ist langsam so am Ende gewesen, Ja. so, alle sind so am Zusammenpacken gewesen. Und ich und der Santos haben sehr gut getrunken und wir so, komm, jetzt gehen wir noch weiter, Longstreet Bar, gehen wir noch in Langstrasse irgendwie, gehen wir noch feiern, haha, ich so, wie können wir heimgehen? Ja, haben wir eine Rumflasche genommen und sind raus und der Hakan war dort am Einladen, das Auto, alles so Sachen von seinem Geburtstag. Jens so Buffet-Sachen. Und Santos und ich hatten eben nur die Flaschen, wir hatten keine Cola. Und wir so, komm, trinken wir Rum mit Cola, weißt du. Dann sind wir runtergelaufen, wir so, komm, auf dem Weg nehmen wir noch die Flaschen mit. Nachher rufe ich am Hakan, ich so, Bruder, hast du noch Cola? Hast du noch Cola? Er so, ja. Nimmt von seinem Kofferraum eine Colaflasche führen. Und es ist so, ich muss mir vorstellen, so wie
Es war sehr dunkel. Bäckeranlage. Schon nichts gesehen. Nichts gesehen, nimmt eine Colaflasche raus. Easy, ich nehme die Rumflasche. Ich leere sie über. Ich so, perfekt. Gehen wir, heute Abend wird fett. Nimm die Rumflasche, der Santos neben mir. Ich so, am Santos, da. Nimm einen Schluck. Wir laufen los. Der Santos nimmt einen Schluck. Er sagt mir, Bruder, was ist das? Er so, so Töne von sich am geben. Also, was ist das? Und so, er war schon drauf. Ich auch, voll. Voll, wir sind paniert. Hey! Ich so, was? Ich so, ist Cola, Bruder? Ich habe eine Cola-Flasche reingeleert. Ich so, das ist Rum mit Cola. Er so, nein, ist kein Cola. Kein Rum-Cola. Er so, irgendetwas anderes. Er so, schmeck an dem. Schmeck. Wir schon für am Laufen. Ich schmeck. Ich so, fuck, wie Benzin hat es geschmeckt. Ich so, hä? Was ist da drin? Ich so, ich habe doch rein da Cola in den Raum. Ich so, hä? Wieso schmeckt das so? Ich habe einen Schluck genommen. Ich merke, so Stückchen. Einfach Stückchen in meinem Hals. Ich fange an. Am Rausdrücken ab. Ey, ich am Kotzen. Ich so, was ist das? Und ich habe ihn angeschaut, er voll chillig, er mir am Zurückgehen, er so, nein, das ist kein Cola, kein Rum-Cola. Ich so, doch. Ich habe das genommen, Bro, ich kann nicht mehr reden. Bro. Ich so, die werden dich vergiften und so hast du gesagt. die haben mir Benzin gegeben zum Trinken. Die werden mich vergiften, er kommt mit der Flasche. Und ich merke, der Loco redet mir, er schmeckt voll nach Knoblauch, Mann. Ich so, das ist doch nicht normal, Mann. Ich schmecke und meine Mutter hat Pesto, Bärlauchpesto in Colaflasche eingeschüttet. Die hat einfach Rum mit Bärlauchpesto getrunken. Bruder, alle am Kotzen gsi, am Sterben dort. Ihr wisst nicht. Ich und der Santos haben trotzdem durchgezogen. Wir haben gestunken, wie als wären wir ein Wald auf zwei Beinen. Ich schwöre. Und sind an die Langstrasse und sind in Long Street Bar. Und alle haben gesagt, shit, man, es schmeckt voll nach Essen. Es schmeckt voll nach Essen. Oh, mir dort, ey, ich habe nur Berliner Shots genommen. Also bitte, geh weg, irgendwann soll es weggehen. Bruder, vergiss es, no chance. Ey, ich habe nur noch die. Ich so, fuck, wie hast du mir das antun, Bruder? Einfach Pesto mit Rum. Ich empfehle das niemandem. Oh, geil, Mann, ich schwöre. Ich vergesse den Abend nie mehr. Es war ein geiler Tag. Geiler Tag mit einem scheiß Abschluss. Ja, für uns zwei. Für euch zwei, ich habe mich kaputt gelacht. Man, ich schaue links, der Santos und der Loco. Ja, die wollen uns vergiften, Ich denke mal, was ist los, Mann? Kommen jetzt mit riesen Knoblauchfahnen und ich bin gestorben. Ja, Bruder, tut mir leid auf jeden Fall. Aber jetzt, alles gut, Bruder. Das ist eine lustige Story. Wir haben schon Schlimmeres getrunken. Ich schwöre. Wir haben schon Schlimmeres hinter uns. Ey, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wie gesagt, falls ihr es noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Made in Wiedeke, am Ende wird alles gut. El Loco, Drini oder auch Sencho, a.k.a. MC Hero, wirklich super Künstler von Zürich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Brüder, hast du noch irgendetwas zu sagen? Ja, Bro, danke vielmals für die Einladung. Wirklich sehr, sehr gute Seele, Bro, wie schon im ersten Teil erklärt. Und alle die Leute, die das geschaut haben bis am Schluss und am Hakan noch nicht gefolgt haben, folgt ihm, folgt dem Podcast. Machen wir das gross, zeigen Liebe,
schreibt ein paar Kommentare, ihr wisst Bescheid. Zürich ist die motherfucking Sektion. Jetzt Fix, redet Bruder. wir. Ciao zusammen. Geil, ich danke dir. Zürich ist die motherfucking Sektion. Ist alles aufgenommen? Hey, Bro, einmal 1 Stunde 40, einmal 1 Stunde 30. Total. 2 Folgen, Bruder. 2 Folgen rausgekommen, Bre.